Herzlich willkommen bei Evolvium, deinem Podcast für tiefe Wahrheit und biblisch fundierte Perspektiven. Heute wieder einmal mit einem Zeugnisinterview in Schweizerdeutsch. Der Sandro erzählt, wie es war, im christlichen Umfeld aufzuwachsen. Als Teenie auf Abwägen zu geraten und jetzt mit Mitte 30 sich nochmal ganz neu Jesus herzugeben. Du erfährst, was der Sandro bewegt und wie seine Beziehung zu Gott erneuert worden ist. Außerdem erzählt er, wie Gott an ihm ein medizinisches Wunder getan hat. Ich freue mich sehr auf das Interview und lade dich ein, dein Herz aufzutun und zu hören, was Gott vielleicht gerade dir ganz persönlich durch das Gespräch sagen will. Sandro, mega schön, dass du da bist, zu deinem Zeugnisinterview. Wir haben schon ein bisschen ein Vorgespräch gehabt und ich freue mich mega drauf. Ich würde dich aber gerne einladen, dich kurz den Zuhörern zu vorstellen, wer du bist, was dich gerade so ausmacht, und dann starten wir. Ja, merci Linda. Schön, hast du mich eingeladen. Es freut mich. Ja, ich bin Sandro, ich bin 37-jährig, komme aus der Region Solothurn in der schönen Schweiz. Ja, die Einladung sehr gerne angenommen, weil ich eigentlich auch schon ein bisschen am Überlegen bin, um mal in die Richtung einzusteigen mit Podcasts, mit Streamen, mit was auch immer. Mega cool. Also umso besser, dass wir uns getroffen haben. Das ist einfach eine göttliche Fügung und ich bin mega gespannt, was alles noch vor uns liegt. Jetzt im Vorgespräch habe ich ein paar wirklich spannende Sachen über dich erfahren, die ich noch nicht gewusst habe, obwohl wir jetzt gleich auch schon ein halbes Jahr in die gleiche Gemeinde gehen. Und ich freue mich riesig, dass du bereit bist, das zu teilen. Du bist aufgewachsen im christlichen Glauben. Wie war das so für dich? Wie war das als Kind, aber vor allem auch so als Teenager? Was hat das gemacht mit dir? Ja, als Kind hat es einfach dazugehört. Da hatte ich nicht gross die Welle gehabt. Und dann später, so im Teenie-Jugendalter, hat es eigentlich auch ein bisschen angefangen, dass ich die Sachen hinterfragt habe, dass ich auch ein bisschen Sachen ausprobiert habe. Ja, und vielleicht auch am einen oder anderen Mal auch ein bisschen vom Weg abgekommen. Aber bis am Schluss, wenn ich jetzt wieder zurückschaue, Gott hat immer die Finger im Spiel gehabt, egal wie fest dass ich vom Weg abgekommen. Und ja, und mich auch wieder ein bisschen auf die Bahn gebracht, wo ich jetzt bin. Ja. Also er hat aufgepasst, dass du nicht allzu weit von diesem Weg abkommst. Gleich würde es mir jetzt wundern, was heisst das? Du bist manchmal ziemlich vom Weg abgekommen. Vielleicht hast du ein kleines Müsterchen, das du teilen willst. Ja, ich war so eher der Rebell gewesen, auch bei uns in der Gemeinde, der Jugendgruppe, sage ich jetzt mal, eher einer von denen, der halt einmal mehr in den Ausgang ist gegangen, mal etwas mehr ausprobiert hat, wo andere vielleicht nicht ausprobiert haben. Ja, zwischendurch aber so auf dem Weg für die Jugendgruppe habe ich halt eins gekifft und ja, hat dann einfach auch ein bisschen dazugehört bei mir. Ja, das waren so ein bisschen die Sachen gewesen, plus halt echt sonst Sachen, wo ich halt echt das Limit manchmal ein bisschen ausgereizt habe, ja. Die himmlische Papi hat ein Auge auf dich gehabt. Was haben deine irdischen Eltern so? Wie haben sie das gemanagt mit dir auf Abwägen? auf ihre eigene Art, nicht ganz so offen, wie das Gott gemacht hat. Gott hat immer gut zugeschaut, immer das eine oder andere Mal einfach so ein bisschen leitende Massnahmen ergriffen, habe ich das Gefühl, einfach so ein bisschen immer wieder ein bisschen mit mir ins Gewisse eingeredet, dass es vielleicht nicht der richtige Weg ist. Meine irdischen Eltern haben dort auch schon ein bisschen mehr Mühe gehabt damit. Ja, da haben wir schon ein bisschen mehr Auseinandersetzungen gehabt. Es hat auch ein höchstes Potenzial gehabt. Und ich war eher der Jugendliche gewesen, oder Teenie gewesen, der sich nichts hat sagen. Und durch das war es, ja, sehr spannend gewesen.
Auf jeden Und Fall. spannungsvoll, ja. Spannend und spannungsvoll. Ja, ich denke, die Teenie-Zeit ist ja ein bisschen von dem geprägt, sich so Ja. da ein bisschen gegen die Eltern mal ein bisschen zu stellen. Und umso schöner, dass jetzt schlussendlich diesen Weg gleich wieder wie gefunden hast für dich. Mich würde wundern, du bist als Teenie Rebell gewesen, von den Wegen abgekommen. Und ich weiss ja, dass du verheiratet bist mit einer auch christlichen Frau. Dort nur ganz kurz. Ihr habt euch in der Gemeinde kennengelernt. So Ende Teenie-Zeit, wenn ich mich richtig erinnere. Muss man sich das, oder darf man sich das so vorstellen, so der Klassiker, wenn zwei Christen zusammenkommen, nachher ist einfach Jesus von Anfang an mega das Zentrum und seitdem bist du quasi der Vorzeige-Christ. Schön wär's, ja. Nein, bei mir war es eher das Gegenteil gewesen. Ich war dann gerade in einer Phase gewesen, wo ich sehr alles hinterfragt habe. Und auch sehr, ja, ich hätte mich als Christ bezeichnet, aber bin nicht mit dem ganzen Herz dabei gewesen. Und durch das war es sicher auch für meine Frau schwierig gewesen. Themen wie irgendwie gemeinsame stille Zeit, Gebetszeit und die Bibel lesen haben wir quasi nicht gemacht, weil ich einfach zu diesem Zeitpunkt nicht parat war dafür. Ich habe gewusst, es muss irgendjemand durch möchte ich wieder mehr Beziehung haben mit Gott, aber irgendjemand durch bin ich auch nicht parat gewesen zu diesem Zeitpunkt. Also du hast wie gemerkt, deine Beziehung zu Gott ist zu diesem Zeitpunkt gar nicht wie fest genug gewesen, dass es in eine Beziehung, in eine menschliche Beziehung mit rein hättest können als Bestandteil. Genau, jetzt auch so im Nachhinein, jetzt, wenn ich auch mit meiner Frau darüber rede, sind wir uns auch einig, dass wenn ich selber keine Beziehung mit Gott habe oder nicht so eine tiefe Beziehung, können wir auch als Ehepaar nicht die tiefe Beziehung mit Gott haben, dann hat man halt einfach zwei Personen, die an einem anderen Punkt stehen im Glauben drin, und der ist eigentlich quasi der einzige Nenner, den man hat, der tiefe Punkt. Und dort sind wir halt, auf diesem tieferen Punkt sind wir halt dann unterwegs gewesen, weil, ja, im Nachhinein wär's mega schön gewesen, wären wir dann schon auf einem anderen Punkt gewesen. Und hat sicher das eine oder andere in unserer Beziehung auch vereinfacht, oder, ja, vereinfacht sicher gemacht. Keine Ahnung, wie man es nennen will. Aber es wäre sicher bereichernd gewesen. Mhm. Und, ja, jetzt sind wir ein paar Jahre später, ein paar Entscheidungen später, und jetzt sind wir auf dem Weg, wo sich meine Frau vor 15 Jahren erhofft hat, dass wir jetzt sind, und jetzt merken wir auch, trägt es auch viel mehr Früchte. Ja, es ist wirklich mega schön. Das ist mega schön zu hören. Also eher ein Partnerschaftszeugnis, wo Jesus vielleicht nicht von Anfang an mega das Zentrum war, aber wie so für beide eigentlich ein Bestandteil, aber nicht das Zentrum. Und Jesus hat es gleich wie gedreht. Jetzt, wie sie gesehen haben, deine Frau hat auch eine Wahnsinnsgeduld und ein Vertrauen an den Tag gelegt, dem Herrn gegenüber, dass das wird kommen. Und ich denke, das wird er wahnsinnig belohnen für euch beide. Also das ist wie so völlig klar für mich, wenn ich das sehe. Und jetzt ziehst ja du dort mega nach. Ja, meine Frau sagt zum Teil eher, ich habe sie jetzt im Moment überholt, sogar. Und sie möge mir jetzt nicht mehr ganz nachher in gewissen Sachen. Und das ist, für mich ist es jetzt so völlig normal, dass ich so in einem anderen Tempo unterwegs bin. Und für sie ist es jetzt so überfordernd, wie es vielleicht mir vor 15 Jahren überfordernd war. Aber gleich sind wir jetzt auf einem völlig anderen Stand. Wir haben eine ganz andere Basis und Grundlage, als wir noch vor 15 Jahren hatten. Und ja, ich möchte nicht zurück. Mega spannend. Da könnten wir jetzt mega eintauchen in das Thema Rollen vom Mann, Rollen von Frau. Vielleicht auch mal in einem anderen Interview, vielleicht auch mal das dritte. Wir gehen jetzt nicht näher auf das ein. Was mich nämlich Wunder nimmt, ist, jetzt sagst du, okay, du willst nicht zurück in die Beziehung, wie sie hast mit Gott vor 15 Jahren, sondern so, wie es jetzt ist. Das findest du mega schön und bereichernd. Wie sieht das aus? Beziehungsweise, was ich zuerst noch wissen will, ist,
wie ist es gekommen? Also, bist du eines Tages aufgewacht, hast deine Frau angeschaut und gesagt, weisst du was, jetzt habe ich Beziehung mit Jesus und seitdem ist es einfach on the run? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Ich denke, initiativ der erste Meilenstein, den wir hatten, kurz nach Corona, wo wir unsere Tochter bekommen haben. Das ist gerade wirklich Ende, gerade dann, wo die Massnahmen sind gelockert wurden und so weiter. Dann haben wir dann gesagt, komm, jetzt suchen wir eine neue Gemeinde. Wir haben kurz vor Corona sind wir gezügelt, sind wir neumals hergegangen und dann natürlich in dieser Zeit ist sehr repräsentativ, wenn man in eine Gemeinde geht und dort 90% der Leute nicht rum sind, weil sie nicht dürfen und so weiter, dann sucht man dort eine Gemeinde. Wir haben es nicht gemacht und haben es näher gemacht. Dann hat eigentlich auch wieder so der Hunger nach mehr bei mir wieder richtig angefangen. Und auch einfach das Weissbegiertige, wieder ein bisschen einfach, ja, einfach, es ist wieder gekommen, was vorher lange nicht da war. Ja. Das, was so ein bisschen eingeschlafen ist, ist aufgewacht. Genau. Mega schön. Wie hat das Erwachen ausgesehen? Ja, das Erwachen hat einerseits so ausgesehen, dass ich plötzlich Sachen gemacht habe, die ich mir nie hätte vorstellen können. Ich habe beispielsweise mit dem Pastor mal ein Gespräch gehabt, wie dass ich mir die Gemeinde mehr kann, einbringen kann. Und seitdem habe ich zwischendurch mal eine Predigt bei unserer Gemeinde, wo ich mir aber, wenn ich so auf meine Jugendschulzeit zurückerinnere, was ich dort so für eine Panik vor Menschen stehen hatte, wo ich echt Blackouts hatte, einfach effektiv schwarz vor mir, wo einfach kein Wort rausgebracht habe, nicht mehr gewusst habe, was mir jetzt über welches Fach der Vortrag ist und so weiter. Und ich habe mich dann gleich dürfen entscheiden, aber das zu machen, dass ich jetzt vor Menschen stehe, probieren, etwas möglichst Sinnvolles für die Menschen zu erzählen und dass ich gleichzeitig auch die Freude daran habe bekommen. Das ist mega spannend. Etwas, wo man eigentlich vorher Panik hatte davon, in eine Freude umwandelt, die man sich nie hätte vorstellen können. Ja, und gleichzeitig eigentlich, es ist wirklich alles innerhalb von ein paar Wochen gewesen, die Entscheidung. Gleichzeitig bin ich mal mit einem guten Freund an eine Abendveranstaltung gegangen, zu Burgdorf. Und dort ist es eigentlich um Heilung gegangen. Und am Schluss von diesen, 2,5, 3 Stunden, wo er uns Sachen erzählt hat dort, fragt er so in der Runde, ja, ob es hier im Raum Leute hat, die noch nicht getauft sind. Und ja, das ist für mich immer so ein Thema gewesen, nein, das ist ein Thema zwischen mir und Gott. Und dann läuft er dort die Menge, bleibt vor mir stehen und sagt, gell, du bist noch nicht getauft. Und ich dort echt so mit abgelassenen Hosen, nein, ich bin noch nicht getauft. Und ja, dann ist es ist nicht so die 0815-Taufe, wo man so kennt, wo man einfach irgendwie vorgängig abmacht und sagt, ja, das mache ich und so weiter. Es war wirklich eine Nacht- und Nebelaktion. Wir sind irgendwie bei Leuten, die dort in dieser Gemeinde ein- und ausgegangen, ins Bad. Dann hatte ich eine Badewanne-Taufe dort mit Leuten, die ich nicht kenne. Aber umso schöner, da echt, ja, am Schluss geht es eben auch wieder um mich und Gott und mich, dass ich echt dort etwas fix machen kann, was ich bis jetzt nicht fix gemacht habe. Ja, das war mega spannend gewesen. Amen. Also, wenn wir jetzt Video hätten, dann wäre es richtig dir anzusehen, weil du strahlst, wenn du von diesem Moment erzählst. Das ist nicht einfach so, damit es gemacht ist, sondern dort ist wirklich dein Herz voll dabei gewesen. Du hast dein Herz Jesus gegeben, dein Leben.
und seitdem bist du wirklich all in. Ich werde noch kurz auf das mit den Predigten eingehen, weil ich habe das ja dürfen erleben. Ich bin allerdings nicht sicher, ob von einer zur anderen Predigt oder ob dazwischen mal die Moderation bzw. Gottesdienstleitung gehabt hast, wo man beim einen Mal noch mega gemerkt hat, die einfach eine Unsicherheit, eine gewisse, langsamer geredet und plötzlich bei der Predigt drauf, ich bin dann auf dich zugekommen, ich habe dir gesagt, du hast einfach so im Fluss geredet und bist so am Start gewesen, wo ich wirklich, ich habe dich angeschaut und gesagt, hey, der Herr hat etwas vor mit dir. Das ist einfach, also das kann man nicht lügen und ich glaube wirklich, dass unser Find dir dort wahrscheinlich einfach auch gewisse Ängste und Unsicherheiten vorher im vorigen Teil quasi von deinem Leben einfach reingesprochen hat, um dich wie aufhalten, weil das eigentlich etwas wäre, was dir der Herr braucht damit. Also ich bin mega gespannt, was alles noch kommt. Also du lebst jetzt dein Leben vollkommen mit Jesus, du bist auf dem Weg mit ihm. Es passieren Sachen, die du nie denken konntest, die schon ja, auch einfach in Richtung Wunder gehen, wo der Herr wirkt bei dir. Gibt's, wenn du auf dein Leben zurückschaust, auf die letzten 37 Jahre, sonst Momente, wo du jetzt kannst sagen, hey, dort ist Gott am Start gewesen und hat zum Beispiel auf mich aufgepasst oder mich geleitet? Ja, da gibt es definitiv Momente, wo ich aber auch lang wie ignoriert oder vergessen habe, dass es die Momente gegeben hat, wo ich einfach sagen musste, nein, eigentlich, das waren auch nicht die Momente gewesen, aber ja, beispielsweise mit 6 Jahren hatte ich einen Hirnschlag gehabt, Schlaganfall, bei, ja, was war das gewesen, auch etwa 5 Wochen im Spital gewesen, ein Teil im Inselspital, ein Teil in der Bieler Kinderklinik. Und ja, dort habe ich gemerkt, jetzt im Nachhinein merke ich es, dann habe ich es weniger gemerkt, weil ja als 6-Jährigen merkst du es nicht. Da bist du einfach effektiv, da bin ich einfach gedreht von Gott. Er hat gewirkt, er hat Sachen gemacht, wo die Ärzte gesagt haben, nein, das ist nicht möglich, weil die Ärzte haben gesagt, ja, meine Eltern gesagt, wenn der Bub dann überhaupt seinen Rollstuhl bedienen kann, das sei eigentlich schon viel verlangt. Und heute kann ich fast alles machen. Gewisse Sachen sagen die Ärzte heute noch, sollte ich nicht machen, so wie tauchen und Fallschirmspringen. Aber damit kann ich leben. Mit dem Tauchen ein bisschen weniger. Das würde ich sehr gerne mal sehen, dort die ganze Schöpfung von Gott in dieser Farbe gebracht und so weiter. Aber ja, aber was ich eigentlich möchte sagen, in dieser Zeit, wenn man von denen schaut, dass ich im Spital im Bett bin gelegen, einseitig gelähmt, auf die andere angewiesen und heute echt ein völlig autonomes Leben kann führen kann, das ist echt ein riesen Wunder. Ich habe irgendwann 30 Jahre gebraucht, bis ich das erkannt habe. Wenn nicht sogar noch, ja, es sind ungefähr 30 Jahre, weil das ist richtig realisiert habe ich es etwa vor 2 Jahren, wo ich wieder mal eine Nachkontrolle gemacht habe im Spital. Weil ich bin, ja, wenn die Doktor sagen, ja, du musst regelmässig kommen, ich bin nicht so der, wo dann regelmässig geht, dann habe ich mich irgendwann gleich überreden von meiner Frau, gang doch, und ich bin gegangen. Dann hat der Chef-Neurolog von Solothurn das Gefühl gehabt, ja, der Fall klingt sehr spannend, er übernimmt den gerade. Und dann habe ich dann mit ihm eigentlich das Vorgespräch gehabt, die erste Untersuchung. Dann hat er schon dort gesagt, ja, wenn ich nicht wüsste, nach was suchen, würde ich nichts sehen. Dann haben wir noch ein MRI gemacht. Dort hat er auch gemeint, ja, mit den neuen Methoden, mit den neuen Technologien, vielleicht findet man noch die Ursache raus, weil bis heute wissen wir die Ursache nicht. Das war eigentlich nicht erklärlich gewesen, wieso das so kam und wieso das so gut verheilt ist. Das ist beides eigentlich so ein bisschen unerklärlich aus ärztlicher Sicht. Und
Und dann haben wir dort irgendwann eine Nachbesprechung gehabt von diesem Memory, wo ich bei ihnen in die Türen, wo wir den Termin hatten, hat er gesagt, ja, ich hätte mir den Termin nicht müssen machen, weil man sieht nichts. Halleluja. Amen. Wahnsinn. Ja. Also das ist wirklich crazy. Mir gehen ganz viele Fragen diesbezüglich durch den Kopf. Etwas, was du gesagt hast, ist so, als Kind bekommst du das nicht richtig mit. Hast du wie Erinnerungsstück an die Zeit? Oder ist es so völlig im Dunkeln? Grundsätzlich habe ich eigentlich positive Erinnerungen an die Zeit. Im Sinn von, dass eigentlich das Personal im Spital war so lieb war und haben so viele Sachen gemacht. Ja, beispielsweise nach 4 Wochen haben wir wie ein Jubiläum, ein Monatsjubiläum gefeiert. Sie haben mir eine Infusion gefüllt mit so kleinen Milky Way und so Sachen. Mega cool. Und was ich sicher auch positiv jetzt im Nachhinein mitnehmen kann, ist eigentlich, dass meine Eltern mich so probiert haben mitzutragen. Es ist definitiv nicht eine einfache Zeit für sie. Es ist, kannst ja auch nicht vorbereitet sein auf so etwas. Und, ja, aber sie haben ihr Bestmögliche gemacht, was sie einfach machen können, habe ich das Gefühl. Und, ja, das nehme ich definitiv positiv mit, dass ich das jetzt heute sagen kann, dass ich, ja, eben, mit meinen Eltern, das Verhältnis mit meinen Eltern ist nicht gut, definitiv nicht gut, eben, sagen, dort sind Fehler passiert beidseitig und so weiter, aber das ist auch ein Teil von diesem Prozess, den ich eben seit diesen 3,5, 4 Jahren jetzt durchmache, wo ich eigentlich auch die ganze, Kindheitsgeschichte, Jugendgeschichte probieren aufarbeiten, probieren auch einfach schauen, wo habe ich in mir irgendwie etwas, wo mich noch stoppen. Mhm. Und da ist ein Punkt davon, eigentlich das Thema Vergebung, das Thema einfach, wo habe ich noch so einen dunklen Fleck? Ja. Mhm. Und ich finde es aber mega schön, dass ich jetzt wirklich auch die Möglichkeit habe, dass ich sagen kann, okay, dort in dieser Zeit haben sie mich so gut, wie es ist gegangen, mitgetragen. Ja. Ja, das ist... Ich bin ehrlich, wenn ich so Geschichten höre, dann sind zuerst mal wie die Worte weg, weil man kann sich wie nicht in das hineinversetzen, weder in die Lage von dir noch von deinen Eltern. Ich kann das rationell total nachvollziehen, dass das krass ist und sehe total, wie der Herr drin wirkt. Und gleich ist es so, ich werde nie nachfühlen, was im kleinen Sandro dann abgegangen ist, aber was auch im erwachsenen Sandro jetzt diesbezüglich abgeht. Und wenn ich aber weiss, dass es einen gibt, der es versteht, dann ist es unser Herr Jesus, der in dem Innen bei dir ist. Und ja, ich finde, das zeugt so sehr von deiner Beziehung mit ihm, dass du sagst, hey, ich will sehen, wo es noch blinde Flecken sind. Jesus, zeig mir es und hilf mir zu heilen, hilf mir zu vergeben, weil das ist das, was schlussendlich nebst anderen Sachen für uns Christen wirklich so, so wichtig ist, dass wir die Sachen alle ins Licht, wir bringen sie ja nicht selber ins Licht, er ist es, aber wir dürfen uns zur Verfügung stellen. Und wenn wir uns natürlich wehren, wenn du jetzt würdest sagen, hey, ich mache alles andere, ich gehe vielleicht evangelisieren, ich predige, aber ich will mein Herz nicht anschauen. Ich glaube, dann wäre die Beziehung nicht so, wie sie ist zu Jesus. Ja, ich habe dort die gleiche Meinung. Ich bin ein bisschen in einem kirchlichen Umfeld aufgewachsen, wo so das eigene Herz ein bisschen weniger im Fokus ist gestanden. Es ist wirklich darum gegangen, guten Gottesdienst zu haben, oberflächliche Beziehungen haben, vielleicht das ein oder andere Mal. Und da ist eigentlich so das Thema, wie geht es mir wirklich, weniger im Fokus gestanden. Vielleicht habe ich es einfach zu diesem Zeitpunkt auch nicht zugelassen.
ist gut möglich, dass ich einfach mir auch dort Mauer aufgebaut habe. Jetzt eben in den letzten 4 Jahren hat sich so viel geändert, wo ich einfach wirklich mich entschieden habe, dass ich die Mauern eine nach der anderen abreisse, dass ich probiere wirklich mit Gottes Hilfe, mit der Hilfe von Jesus, dass ich eigentlich dort eine Heilung erleben kann, die halt nicht körperlich ist, aber die einfach wirklich im Herzen stattfindet. Weil ich einfach auch das Gefühl habe, es ist echt heuchlerisch, wenn ich irgendetwas vormache, das nicht echt ist. Und ich habe das Gefühl, eben in meiner Jugend habe ich das sehr viel gemacht. Ich war viel der Sandro, der nicht der Sandro ist. Und dass ich viele Freunde habe, dass ich gut dastehe und. Aber das ist nicht alles. Das ist eigentlich nichts. Das ist wie Sand zwischen den Hängen. Ja. Das verrinnt. Genau. Und das habe ich auch gemerkt. Ich habe quasi mit niemandem mehr aus meiner Jugendzeit und so weiter Kontakt. Und umso wichtiger für mich ist es eigentlich, dass ich das heute im Jetzt nicht mehr gleich mache. Dass ich eigentlich aus diesen Fehlern lehre und dass ich eigentlich dort kann weiter wachsen, weiter reifen. Und dass es hoffentlich dann in 20 Jahren anders aussieht. Dass ich dann nicht nochmal das Gleiche muss sagen. Das glaube ich absolut nicht. Also, der Herr ist mit dir. Ich merke das einfach und ich weiss, ganz viele andere würden das auch sagen, inklusive deine Frau. Und was mich jetzt noch so interessieren würde, ist, du hast Kinder. Wie lebst du den Glauben, oder dir als Paar, wie lebt ihr den Glauben daheim, so dass es eben mit deinen Kindern vielleicht, so Gott will, anders läuft? Ich glaube, die Teenie-Zeit, die wird gleich tough, mit deinen 2 lebendigen Käibchen. Sowieso. Aber was ist so das, was du dir vorgenommen hast? Natürlich immer unter dem Aspekt, dass ohne Jesus geht es nicht. Also den brauchst du so. Ja, ich glaube, was wir jetzt definitiv machen, ist, dass wir wirklich alles unter Gottes Schutz stellen. Dass wir eigentlich von uns, ja, die 2 kleinen Geschöpfe sind einfach uns anvertraut. Eigentlich schon nur zu wissen daran, ohne Gott wären sie nicht da. Und sie sind uns anvertraut. Und dass wir eigentlich dort in dieser Verantwortung drin sind, dass wir sie auf den Weg führen können. Dass wir aber auch nicht für alles verantwortlich sind. Dass wir nicht verantwortlich sind, wenn sie dann irgendwann in x Jahren in der Teenie-Zeit eine falsche Entscheidung machen. Aber dass wir eigentlich unsere Verantwortung ist, ihnen zu zeigen, wie das Leben kann gehen. Ihnen zu zeigen, wieso dass es eine Bibel gibt. Wieso dass wir daran glauben, dass es Gott gibt. Wieso dass wir an Jesus glauben. Und das auch ein Bestandteil von unserem Leben ist und nicht einfach nur am Sonntag Gottesdienst gehen und die anderen 6 Tage quasi abtauchen und darauf warten auf den nächsten Sonntag, sondern dass jeder Tag ein Sonntag kann sein, wo wir eigentlich Gott im Mittelpunkt haben. Amen. Wie würdest du das Leben mit Jesus vom Montag bis Samstag beschreiben? Was bedeutet das, in den Alltag mitzunehmen? Da bin ich noch dran am Arbeiten. Nein, das ist eine sehr spannende Frage. Bis jetzt ist es eigentlich immer ein bisschen so, oder bis noch eben vor 4 Jahren, so bis zu dem Plus-Minus-Cut, den ich hatte, ist es eigentlich so gewesen, ja, Sonntag Kirche gehen, Montag bis und mit Samstag ist eigentlich dann wieder das normale Busy Life gewesen. Jetzt probieren wir schon mehr auch Gott einbeziehen, auch in den Alltag. Ein kleines Beispiel, ich probiere jeden Morgen, wenn ich zum Arbeiten gehe, den Tag Gott herzulegen. Früher habe ich, wenn ich daran denke, habe ich am Abend gebetet. Jetzt probiere ich durch den Tag immer wieder ein bisschen Connection aufbauen,
es gelingt manchmal mehr, manchmal weniger. Es gibt Tage, wo gefüllt sind halt mit Meetings, mit Sachen, wo halt der Kopf völlig voll ist. Aber heute habe ich auch Gewissheit, also auch wenn ich nicht physisch beten kann, dass eigentlich der Heilige Geist für mich beten und dass er für mich einstehen kann. Und das gibt mir eigentlich durch den ganzen Tag eigentlich eine Sicherheit, die ich vorher nicht gekannt habe. Mega, mega schön. Das eine ist ja, dass du mit ihm redest. Redet Gott auch mit dir? Und wenn ja, wie? Ja, es gibt verschiedene Situationen. Es gibt Situationen, wo Gott, Jesus mit mir durch andere Menschen redet, wo irgendein Mensch mir irgendetwas sagt, wo ich völlig mit irgendetwas, wo ich gerade am Umdenken bin oder strugglen bin, eigentlich völlig übereinstimmt und mich bestätigt oder mich ermutigt oder einfach eben diverse Sachen. Es gibt aber auch häufig, dass eigentlich Gott mir durch den Tag einfach plötzlich so Gedanken in meinen Ring hineinsetzt, wo ich so denke, nein, das kann nicht von mir sein. Weil ich bin völlig an einem anderen Punkt mit meinen Gedanken gewesen und plötzlich kommt einfach irgendein völlig abstrakter Gedanke rein, der völlig aus der Luft gegriffen ist. Ja, das sind so die Sachen, wo Gott auch sehr stark mit mir redet, ist durch die Bibel. Auch jetzt für mehr Zeit, die auch Bibelschule besuchen, wo ich mich auch mehr mit dem Wort beschäftige, habe ich das Gefühl, wird einiges klarer und vor allem ist es für mich auch einfacher, die Sachen auf mein Leben irgendwie zu projizieren und zu sagen, ja, das möchte Gott mir jetzt gerade sagen damit. Es gibt auch viele Bibelstellen, wo man muss sagen, da drüber lesen und gut ist, aber es gibt eben auch genau gleich viel, wo mir irgendwie Gott das Wort gibt. Mhm. Gibt es manchmal auch ein Wort, das vielleicht nicht nur ermutigend ist oder erbauend, sondern vielleicht korrigierend oder herausfordernd? Ja, definitiv. Es gibt, dort gibt's auch viele Sachen, wo ich so plötzlich das Gefühl habe, nein, das hätte ich jetzt nicht sollen machen. Einfach völlig aber auch dort wieder völlige Gedanken aus der Luft gegriffen. Und ich plötzlich habe, obwohl ich es vorher jeden Tag so gemacht habe, plötzlich einfach so, nein, das von jetzt machen ist falsch. Das Schöne ist, häufig kommt mit dem, es ist falsch, kommt dann auch gerade ein Lösungsvorschlag, wie das ich es machen kann. Und nicht nur einfach so, du hast jetzt etwas Falsches gemacht, schau, dass du es besser machst, sondern auch gerade schon ein Gedanke oder ein Wort in der Bibel oder jemand, der ein Wort für einen hat, mit der Idee, so ist es gemeint, so könnte ich es jetzt machen. Ja. Mega cool. Das ist mega spannend. Ja, also das Leben mit Jesus ist auf jeden Fall spannend. Und ja, ich glaube, schlussendlich, man könnte, glaube 4 Stunden einfach über das Leben mit Jesus reden und berichten. Ich danke dir mega, dass du so tiefe Einblicke gegeben hast in dein Leben mit Jesus und auch in das Leben, das vielleicht so halbwegs nur mit Jesus war, eine Zeit lang. Ich möchte dich zum Abschluss noch etwas fragen. Und zwar gibt es ein Lieblingsbuch oder auch einfach einen Lieblingsabschnitt in der Bibel, der dich begleitet und wo dir auch gerade etwas mitgibt, was du gerne den Zuhörern möchtest mitgeben. Grundsätzlich bin ich sehr offen zur Bibel. Das heisst, ich habe nicht wirklich ein Lieblingsbuch, ein Lieblingsbibelvers oder so. Aber ich habe im Moment so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen Anziehung vom Buch Hiob ist bei mir sehr gross im Moment. Ich finde es mega spannend, wie eigentlich Gott dort drinnen
lang eben nicht wirkt, sich nicht zeigt, der Hiob aber gleich trotz allem einfach weiss, dass Gott da ist und dass er nur mit Gott muss diskutieren. Alle Stimmen drumherum, alle Freunde, alle anderen Sachen sind eigentlich dort unwichtig. Es geht um mich als Person mit Gott. Und Gleiche haben wir auch. Das war ein bisschen eine Challenge für mich. Wir haben in der Bibelschule mal einmal Psalmen angeschaut und dass sind die Bücher, oder das, ja, wo ich nichts damit anfangen konnte. Ich habe immer so ein Geschnörkel gefunden, so, ja, einfach so, ja. Aber dort haben wir effektiv innerhalb von einem Wochenende, wo wir das angeschaut haben, haben wir parallel zur Theorie, wo wir geschaut haben, wie so ein Psalm aufgebaut ist, wie man den schreiben kann und so weiter, haben wir unseren eigenen Psalm geschrieben. Und das ist so krass gewesen, das hat mich durchgeschüttelt dort. Und eigentlich auch schon eben auch dort wieder, es ist einfach die Beziehung von mir mit Gott und alles drumherum ist ausgeblendet. Es kann um Freude gehen, es kann um Leid gehen. Und das sind einfach die Sachen, die wir mit Gott ausfechten und nicht mit dem Menschen drumherum. Und das hat mich dort so berührend gefunden. Es hat mich so berührt, es hat mich richtig durchgeschüttelt. Ich glaube, es noch nie so eine lange Nachbereitungsphase nach der Bibelschule wie dann. Ja, auch bis am Mittwoch oder so habe ich kaum irgendwie andere Gedanken gehabt. Es ist echt, ich bin einfach dort, wenn ich daran denke, ich musste einfach heulen und es hat mich so durchgeschüttelt, aber im Nachhinein ist es echt so die Message daraus raus. Egal, wie es in meinem Leben aussieht, wie es in deinem Leben aussieht. Das Wichtige ist, du musst das mit Gott ausfechten. Du kannst gute Situationen mit Gott diskutieren. Du kannst scheiß Situationen mit Gott diskutieren. Gott will dass wir mit ihm in Dialog kommen. Und nicht, dass wir einfach sagen, ja, wir sind Christen, es darf uns nicht schlecht gehen. Mal, es geht uns so schlecht. Es kann uns schlecht gehen. Und in diesen Situationen, dass du eigentlich wirklich zu Gott kannst klagen und gehen. Ja, einfach so, wie es dir Gott geht. Das finde ich so ermutigend und so stark. Amen. Ich danke dir. Also, ich bin überzeugt, also mich inkludiert, das nehmen wir alle sehr gerne mit, die abschließende Botschaft. Und ich danke dir einfach für deine Offenheit und dein Vertrauen. Und es ist mir eine Freude, dir zuzuschauen, wie du mit Jesus unterwegs bist. Merci dir, sehr gerne. Bis ein nächstes Mal. Bis ein nächstes Mal.